Hallo Reisefreunde, was hier so idyllisch aussieht, ist die Großstadt Utrecht. Im letzten Video haben wir mit euch zusammen ja noch den Parkplatz gesucht, wenn ihr das nicht gesehen habt. Hier oben gibt es den ersten Teil oder den Teil mit den Blumen, mit den schönen Tulpen. Auf jeden Fall ist heute Sonntag und wir erkunden mit euch zusammen Utrecht und fahren danach noch weiter durch Holland. Wir sind super gespannt, was uns hier erwartet. Als erstes geht es jetzt mal auf die Pipi-Box und dann wird was gegessen, aber für euch gibt es das Intro. Pipi-Pause ist vorbei, getrunken haben wir auch etwas, eine heiße Schokolade, passt zum Wetter heute in diesem absolut abgefahren, richtig coolen Lokal. Ja, und jetzt geht's los. Wir werden freigelassen auf Utrecht. Ein typisches Tütchen muss natürlich auch in Holland mal noch drin liegen. Hier ganz innovativ mit dem Soßenhalter oben drauf. Aber ich glaube, das mit dem Vinegar, das mit dem Essig, das lassen wir weg. Schließlich sind wir nicht mehr auf der Insel. Da können wir das zur Seite stellen. Louis muss übrigens noch ein bisschen warten und dann kriegt auch er was Leckeres zu essen. So, für mich gibt es Kibbeling, das ist Fisch im Backteig, meistens Kabeljau mit Garlicsoße. Muss einfach sein heute. Ist ja schließlich Sonntag. Ich freue mich ja darauf, dass du Garlicsoße, Knoblauchsoße genommen hast. Ist ja schließlich Sonntag, oder? Muss man probieren. Lecker Pommes, lecker Backfisch in Utrecht. Wir sind im Käseparadies gelandet. Ich kann Käse nicht anders aussprechen, ich muss Käse sagen. Hier, 1 Jahr gereift. Einfach sehr lecker. Das Problem ist, wir gehen ja jetzt erst die Stadt anschauen. Also wir probieren es, oder? Ohne im nächsten Lokal zu landen. Wir probieren die Stadt jetzt erst anzuschauen. Und wir haben unseren Rucksack nicht dabei. Ja, und deshalb gehen wir hier wahrscheinlich auf dem Rückweg nochmal vorbei und nehmen uns dann ein bisschen was mit. Übrigens, parken. Wir haben kein Zeitlimit, wir können bis morgen um 9 Uhr da stehen, weil am Sonntag ist kostenfrei. Ansonsten lohnen sich die Park-and-Rail-Angebote, die es in den Städten gibt, weil die Innenstadt ist meist sehr, sehr teuer. Wir haben jetzt in der zweiten Zone, also in der halb so teuren Zone geparkt. Da kostet 2 Stunden, ich glaube 3,60. Innenstadt ist doppelt so teuer. Und wenn man Park and Rail von außerhalb macht, dann bezahlt man da 5 € pro Tag und Fahrzeug und kriegt für maximal 5 Personen auch ein ÖV-Ticket, mit dem man dann ins Stadtzentrum hinein und natürlich auch wieder hinausfahren kann. Also das ist echt die beste und günstigste und die Lösung mit am wenigsten Nervenverbrauch. Ja, und umweltschonend. Umweltschonend. Bitteschön. Entscheidend für ein Tütchen ist übrigens nur die kleinste Sache. Danach gilt es, welche der 21 Soßen schmeckt dir denn? Ja, man könnte ja hier jetzt wieder ein Tütchen nehmen, oder? Ja, aber ich bin wirklich komplett voll und ganz ehrlich, die Soßenauswahl überfordert mich. Was man in Utrecht definitiv immer machen kann, ist Essen. Das ist unglaublich. Also ich meine, Sie können ja schon die Wohnungen einrichten wie die Götter. Sie wohnen und ja wirklich wie die Götter und jetzt das Essen ist auch noch irgendwie
nicht normal, oder? Ja, vor allem nicht ganz so gesund. Deshalb sollte man vielleicht doch die Finger davon lassen, wirklich nur den ganzen Tag hier zu essen. Das stimmt. Aber es ist nicht nur das Essen, was richtig geil ist in Utrecht, es ist auch die Stadt selber, die echt einen super Eindruck macht. Deshalb revidieren wir jetzt unsere erste Meinung, dass Utrecht einfach zu groß und zu, keine Ahnung, nicht so ansprechend ist. Es ist schön. Man muss einfach wirklich erst den Altstadtkern finden und hier zu Fuß unterwegs sein. Mit dem Auto abstellen, reinlaufen. Hier gibt es keine andere Möglichkeit. Ich habe übrigens auch ein bisschen gegoogelt und Utrecht hat 350.000 Einwohner. Das ist die viertgrößte Stadt in Holland. Kein Wunder, also hat es uns am Anfang so ein bisschen erschlagen. Wir lieben, eigentlich möchte ich ja nicht zu viel schwärmen, aber Utrecht hat es mir einmal angetan. Das liegt nicht alleine an der Architektur, sondern das liegt an sich an dem Lebensstil und an diesen einmaligen Geschäften, die es hier gibt. Wir waren gerade in einem Zeitschriften-Comic-Geschäft. Mega, da durfte man leider nicht filmen und fotografieren. Und hier drin haben wir jetzt Spiele. Und da gibt es nicht nur Brettspiele, sondern man kann sich auch gleich hinsetzen, mitspielen. An der Kasse sitzt eine Katze. Es ist einfach mega cool. Mega, mega cool. Also Utrecht, obwohl es so viele Einwohner hat, wir sind ja eher die kleinen städtischen Typen, aber jetzt, das ist wirklich richtig cool. Nach Utrecht sind wir gestern rausgefahren, noch ein bisschen weiter südlich. Unser nächstes Ziel ist ja dann Luxemburg. Und so langsam sollten wir uns auch auf den Heimweg machen, weil in ein paar Tagen sollten wir ja dann in der Schweiz ankommen, damit wir unser super cooles Projekt im Thurgau, in unserem Heimatkanton, auch verwirklichen können. Übernachtet haben wir hier, das ist mal wieder ein Stellplatz im Hafen, ein Marinaplatz. Und schaut es euch mal an, also ich meine, das hat wunderschöne Parkbuchten mit Kies. Jeder Platz hat auch Strom. Das Ganze kostet 12,50 € mit Strom inklusive. Und es hat ein Sanitärhäuschen vorne an der Rezeption, da kann man auch duschen für 50 Cent. Es gibt Waschmaschinen, also der Platz hat alles, Fähr- und Entsorgung, alles was man braucht, was das Camperherz höher schlägen lässt. Und dazu natürlich auch noch eine tolle Aussicht und die gehen wir jetzt gleich zusammen noch anschauen. Auf einem Marina-Stellplatz kann man natürlich auch immer wunderbar Schiffe gucken. Das haben wir auch gemacht hier. Die beliebtesten Plätze sind natürlich die hier vorne. Der Platz ist allgemein sehr gut gefüllt. Und hier vorne kommen dann jeweils die Schiffe hinein. Und da kann man ein bisschen zuschauen. Ja, wir entleeren jetzt mal wieder alles komplett und füllen auf, was geht. Louis kommt auch gerade. Schau mal her, da kommt er angefahren. Wir sind ja auf jedem Stellplatz gut zu erkennen. Wir haben kaum je schon einen anderen blauen entdeckt. Ja, und da machen wir heute noch etwas, was wir normalerweise nicht machen, weil es auch ein bisschen budgetstrapazierend ist, aber gelegentlich halt einfach auch mit aufs Programm gehört. Wir gehen shoppen. So, und hier ist jetzt also das Restaurant plus Rezeption und alles zusammen, was ich euch erzählt habe. Und der Weg hierher, der ist ein bisschen speziell, weil er ist dann doch sehr eng. Nicht nur, weil hier ein Anhänger steht, sondern weil man hier sozusagen über den Fahrrad- und Fußgängerweg nach hinten gelangen muss. Es ist schon gekennzeichnet, dass Wohnmobile hier durch dürfen, aber als wir gestern hier so lang gefahren sind, war es uns dann doch ein bisschen suspekt, ob wir hier wirklich richtig sind. Also ab und an darf man in Holland auch auf Fahrrad- und Fußgängerwegen mit dem Wohnmobil durchfahren. Wir waren erfolgreich im ersten Laden und zwar waren wir im Decathlon. Diesen Laden lieben wir einfach, der ist im ganz unteren Preissegment, den gibt es auch in Portugal und Spanien und da haben wir schon ganz viele Dinge gekauft und sind bis jetzt immer zufrieden. Und jetzt haben wir einmal eine Hängematte. Richtig die schauen cool. wir schon seit irgendwie 7 Decathlon-Filialen an. Meistens haben wir sie im Korb und schmeißen sie zum Schluss wieder raus. Genau, dann haben wir zweimal Wanderhose. Das hatten wir bis jetzt leichte auch noch nie. Sommerhosen. Genau, und dann haben wir noch, wo hast du es hingetan? Hier. Ein Flickset für unser
Kanu. Viele von euch wissen, die unsere Packliste kennen, dass wir ein Kanu mit dabei haben zum Aufblasen. Das wollten wir eigentlich in Irland jetzt das erste Mal einwassern und dann sahen wir, es hat ein Loch. Darum habt ihr das gar nicht gesehen. Und jetzt flicken wir das, wenn wir zu Hause sind, und in Schweden wird Sollen wir mal noch reparieren nennen anstatt flicken? Ja, wir reparieren das zu Hause und werden dann in Kürze einwassern. Mal schauen, in welchem Land wir das tun. Aber jetzt gehen wir zu McDonald's, weil hier hat es eine Filiale. Wir haben den Film gesehen von McDonald's, von der ganzen Gründungsgeschichte und wie das alles aufgebaut wurde. Und genau so wie dieser McDonald's sah die Filiale im Film aus. Und da müssen wir jetzt einfach rein, uns das anschauen. Los geht's! Und liebe Leute, irgendwann muss man dann ein Video ja auch mal beenden. Irgendwie ist mir das wieder mal untergegangen. Wir haben gestern ja noch so viel gemacht. Wir waren noch einkaufen, auf Shoppingtour und so weiter. Und ihr seht jetzt, wir stehen hier jetzt inmitten von Wohnmobilen, und zwar nicht mehr in Holland, sondern in Belgien. Wir sind auf der Durchreise ins 33. Land unserer Reise. Könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken, welche es wird. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, aus Utrecht und alles zusammen, es war ein bisschen ein Durcheinander, bitte entschuldigt das. Aber es war wie immer richtig cool, wart ihr alle mit dabei. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder aus dem 33. Land unserer Reise. Wir freuen uns super, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.